Hey ho, keine Angst. Momentan hörst du zwar nur meine Stimme, aber weiter vorne siehst du auch mein Gesicht. Auf jeden Fall war es einfach mein Anliegen gewesen, dass ich heute, am 11. September, am Morgen um 12:30 noch erwähne, dass ich endlich den Podcast fertig geschnitten habe. Juhu! Aber auch, dass sich rund ums Thema von Luke Mockridge sehr viel inzwischen hat da. Der Podcast selber ist am 8. September 2024 aufgenommen worden. Aber wie gesagt, seither hat sich sehr viel getan, wo leider im Podcast nicht mehr vorkommt. Zum Beispiel hat sich der Matthias Mester, der deutsche Athlet, der ebenfalls wie ein kleinwüchsig ist, gemeldet und hat in seinem Post klargestellt, dass er nicht mit dem Luke Mockridge an dessen Programm hat mitgeschrieben. Auch in anderen Bereichen hat sich inzwischen sehr viel verändert. Du siehst, der Podcast ist das mal länger. Das hat einfach den Grund, dass ich sehr viel recherchiert bzw. auch sehr viel muss korrigieren, was im Podcast von «Die Deutschen» ist ausgesprochen worden. Beziehungsweise ist das mal auch ein sehr lehrreicher Podcast. Auf jeden Fall lehn dich zurück und schau einfach jetzt in meine Visage oder lass einfach meiner Stimme zu. Bis dann, ciao ciao. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der 97. Folge. Ja, heute ist Sonntag, der 8. September 2024, wo ich das aufnehme, beziehungsweise die Folge hier. Und was ist so passiert? Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Madame Ametti ist in den Medien, aber ich wollte mich eigentlich nicht dazu äußern, beziehungsweise, nein, ich würde dort nachher die falschen Wörter finden. Ich bin auch nicht so in der Politik drin. Wo ich aber mehr drin bin, ist beim Thema von Luke Mockridge. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Luke Mockridge ist wieder mal in den Medien, weil er einen Skandal am Haus hat. Ich habe jetzt heute den ganzen Tag damit verbracht, alles so richtig auseinanderzunehmen. Wirklich so minutiös das Video, das er eben da ist, wir reden gerade darüber, auseinanderzunehmen. Ich bin mir ehrlich gesagt wirklich so ein bisschen vorgekommen, als wäre ich ein Forensiker, der ja das kleinste Detail noch sucht, um das euch jetzt zu präsentieren. Was ist genau passiert? Der Luke Mockridge ist im Podcast Gast von «Die Deutschen», geführt vom Nizar, einem Comedian, sowie vom Cheyenne, Internetpersönlichkeit, Content Creator. Und ja, die zwei haben zusammen einen Podcast, haben schon andere Gäste auch eingeladen und jetzt eben vor 3 Wochen, am 15.8. ist das Video online gegangen, auch der Luke Mockridge. Dort werden wir jetzt einzelne Passagen durchgehen, also hört gerne rein, beziehungsweise legt euch sehr gerne zurück. Wenn ihr auch möchtet, sage ich euch natürlich ganz klar auch, von wo das sie sind oder das andere haben. Aber auf jeden Fall, eben, wenn ihr jetzt auch den Videocast würdet schauen, nicht nur den Podcast, nein, den Podcast, sondern auch den Videocast, also mit Video auf Spotify, YouTube, wo auch immer, dann könnt ihr in dem Sinne natürlich auch sehen, wie die 3 Herren dort dementsprechend reagieren. Und ich habe natürlich noch anders gefunden. Von dem her, mein Fazit natürlich der Gegenschluss, aber ich würde sagen, gehen wir zuerst mal rein. Und zwar fängt es an eben mit Luke Mockridge Nummer 448, also das ist die Podcast-Folge vom Nizar und vom Cheyenne, a.k.a. «Die Deutschen». Bei Punkt 2035 fängt schon mal an, und zwar mit folgender Aussage. Sag ich das sogar? Ja, also dann kann man vielleicht Dinge, die du sagst, homophob und frauenfeindlich oder feindlich oder angreifend werten. Es ist, dass einige Gruppen einfach privilegierter sind als die anderen. Das bedeutet, wenn ich auf die Bühne... Recht. Ja, das bedeutet... wenn ich auf die Bühne gehe und sage, was weiß ich, afghanische Eltern bestehen aus einem Mann und einer Ziege, dann lacht jeder. Stört niemanden, ne? Und wenn du etwas harmloseres als das über Homosexuelle oder über die andere Gruppierung sagst, dann wird das anders gewertet. Dann lässt man die das nicht durchgehen. Das ist auf jeden Fall so, das habe ich selber erlebt. Ja. Okay, damit hat man in dem Sinn bei 21 Minuten schon mal einen guten Punkt reingeschmissen. Nizar hat da in dem Sinn schon recht. Also da muss ich ihm wirklich beipflichten. Sobald es irgendwie nach gewissen Nationalitäten geht, sind wir ganz anders getroffen, weder wenn es eben Randgruppen wie Leute aus der Queer-Community oder eben Menschen mit einem Handicap geht, was es da noch alles gibt, dann sind wir völlig anders. Der Nizar erzählt in dem Sinn, dass er eben, also er ist ja auch schon weg Antisemitismusvorwurf und alles da in den Medien gestanden. Aber ich muss ihm dort wirklich beipflichten, dass Leute
ändern, wenn man eben so etwas sagt, voll lachen. Aber sobald es eben dann gegen eine Randgruppe geht, ist man dann schon ein bisschen ernster. Komischerweise. Ich muss dort in dem Sinn wirklich beipflichten. Tatsächlich. Das sieht der Nizar wirklich genau richtig. Was jetzt natürlich folgt, ist Luke seine Meinung dazu. Also, wie sieht er es? Und warum das überhaupt so ist? Ich habe das Gefühl, wir leben so in einer Zeit, wo alles muss allen gefallen. Oder wir denken, dass alles allen gefallen muss. Ja, ne? Also dann kommen Leute, die vielleicht deine Show noch nie gesehen haben und sich generell nicht mit dem auseinandersetzen, aber die hören einen Witz und stempeln dich dann so, ja, der darf nicht aufstehen. Würdest du denn da sowieso hingehen? Nö, würde ich eh nicht hingehen. Ja. Warum? Lass den doch sein Ding machen. Geh einfach nicht hin. Also warum muss jeder Einzelne mit allem okay sein mit dem, was zeitgleich irgendwo stattfindet? Ja. Ist doch scheißegal. Es gibt doch Musik, die mir nicht gefällt, es gibt doch Comedy, die mir nicht gefällt, es gibt Dinge, die mich nicht ansprechen, Dinge, die ich nicht verstehe, Dinge auf beiden Seiten des Spektrums, die ich total radikal und gefährlich finde, wo ich sage, wow, ist jetzt nicht meins, aber wer bin ich denn jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt alle das also seine eigene Reichweite dafür benutzen, andere zu problematisieren, finde ich. Und super denkst du, dass das schon immer so war, nur wir kriegen das jetzt über Social Media mehr mit? Weil da muss ich dem Luke in dem Sinn auch recht geben, dass es wirklich so ist, dass es halt wirklich viele Leute gibt, die für alle reden. Klar, auch später kommen sie nochmal darauf zu sprechen, aber auch ich habe schon vielmals irgendwie so auch ein bisschen erlebt, dass Leute plötzlich für mich reden wollten. Also, ich weiss nicht, auf der einen Seite stellt man mich ja nachher wie, ja, der Sam kann nicht selber entscheiden, also entscheide ich für ihn. Oder man hat mich in dem Sinn nicht vorher gefragt. Und jetzt fange ich wieder an mit in dem Sinn. Ich hoffe, ich sage das heute nicht wieder zu viel. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, der Luke hat da recht. Es gibt wirklich viele Leute, die natürlich viel zu schnell sagen, hey, los, das geht zu weit. Dann los halt einfach. Ich meine, beim Oli Pocher ist es halt leider auch noch so, dass ich halt seine Aussagen völlig und gar nicht feiere. Aber es immer halt noch andere Leute gibt, die seine Show besuchen, die ihn feiern. Du kannst es nicht allen recht machen. Und da pflichte ich natürlich komplett dem Luke zu. Du kannst es nicht allen recht machen. Das ist wirklich schwierig. Aber ja, wie sind die Herrschaften überhaupt aufs Thema Paralympics gekommen? Da kommen wir jetzt dazu. Es fängt grundsätzlich damit an, dass der Cheyenne fragt, hey, wie bekommen wir für einen Nizar ein Zeugnis, sozusagen einen Attest, für zu sagen, hey, beim Nizar liegt eine geistige Beeinträchtigung vor. Der war so schlecht. Warum? Warum lachst du dann? Ich lache, weil es so behindert ist. Weil das ist geistig, aber. Ja. Das Problem ist, ich versuche, vielleicht kannst du mir, du bist ja gut, ich helfe dir. Ja. Ich versuche einen Psychologen und einen Psychiater, wenn der das ausstellt, endlich das offiziell ist, dass er so geistig nicht ganz, weil dann können wir alles machen. Aber ist er dann, also willst du einen austherapierten, medikamentös eingestellten Nizar? Ja. Ja, aber ist unsere Karriere ein bisschen sicherer. Aber auch, glaube ich, wird sich keiner mehr interessieren, oder? Ja, das sag ich doch. Wenn du jetzt hier so, hallo, ja, genau, hi. Übrigens wollte ich sagen, der DAX ist heute wieder gesund. Aber warte mal, so mental, so Hotel Nizar. Also, da muss ich sagen, es ist interessant, wie der Luke da die Frage aufgreift, beziehungsweise eben der Cheyenne fragt, willst du so einen medikamentös eingeschränkten Nizar? Wer zum Beispiel einer flog über das Kuckucksnest, hat gesehen, weiss, wie medikamentöse Behandlungen in einer Psychiatrie in dem Sinn da vonstatten geht, beziehungsweise wie ruhig natürlich nachher die Leute gemacht werden. Natürlich auch viele Menschen, die ein, sag ich mal, anzügliches Verlangen nach etwas haben, werden je nachdem auch so ruhig gestellt. Wo ich mich aber hier gerade ein bisschen gefragt, dass der Luke nicht mehr darauf eingeht, weil dann zumal, wo ja die Kontroverse um ihn ist gegangen, wegen seiner Ex-Freundin, hat er ja auch zugegeben, dass er in therapeutischer Behandlung ist gesehen und alles. Dort muss ich sagen, interessant, wie er es jetzt hier in dem Sinn aufnimmt, das Thema, wenn jemand geistig nicht zurechnungsfähig ist und medikamentös sollte behandelt werden, wie man da in dem Sinn wird vorgehen. Aber wo drin sieht der Cheyenne überhaupt den Vorteil? Also, wenn alle wissen, dass ein Nizar eine geistige Beeinträchtigung hat. Also was genau ist der Plan? Die Leute wissen, dass du wirklich geistig zurückgeblieben bist und solche Dinge sagst. Ne? Ja, da passiert nichts mehr, das meinst du willst so ein Schutzschild. Ja, Schutzschild. Aber würden dann die Leute sagen, ja, nee, dann ist ja jetzt der Arme? Nein, aber er meinte, wenn man mich wenn ich ja... Nein, der soll ja so bleiben, das bringt ja Reichweite. Ja, so, das meine ich. Ja, der soll bleiben, aber nur, dass wir, wenn was kommt, dann kann ich sagen, ey, guck mal, Luke, reich mal das bitte deinem Rechtsschutzversicherer. Reich das mal bitte über deinen Rechtsschutzversicherer. So eine Behindertenkrankschreibung. Genau, so eine weil dann sind wir sicher. Ja, und du bist dann auch sicher vor Shitstorms, weil wenn sich dann jemand über dich aufregt, kannst du sagen, ey, willst du einen Behinderten beleidigen? Ja. Entschuldigung. Genau, ey, das, ja. Oder wenn du das auf X postest, das ist behindert. Postet das jede 3 Tage, ja. Dein Befund. Ja, genau, ich bin geistig behindert.
in meinen Augen macht es hier einen kleinen Unterschied zwischen, ist jemand geistig beeinträchtigt, schon seit der Geburt, oder liegt da irgendwie eine Beeinträchtigung vor aufgrund von einem Unfall. Was er da, oder der Nizar jetzt in dem Sinn da redet, sehe ich eher auf psychischer Ebene, heisst, wo sich je nachdem im Verlauf der Jahre könnte entwickeln. Und das mit dem ich bin geistig behindert, schon das sozusagen, oder eben, ich bin ein Behinderter, schon das sozusagen, finde ich, ja, sehr kritisch, sehr, sehr kritisch, dass man das in dem Sinne nachher so schaut. Und eben der Cheyenne sagt ja, nein, also ich will ja nicht, dass er normal ist, weil eben, so wie er ist, das bringt ja Reichweite. Er hat mich ja dann zumal eigentlich auch gesehen mit Gewitter im Kopf. Dort sind ja plötzlich die Menschen völlig, oder Zuschauerinnen und Zuschauer, völlig überrascht gewesen, so, was ist das Tourette-Syndrom und haben natürlich vor allem auch wegen dem sicher eingeschaltet. Ist auf jeden Fall meine Meinung. Jetzt gibt es ja auch gerade wieder eine Clique, wo eine Person drin haben, die Down-Syndrom hat, genau. Wo ich zwar muss sagen, die leben ja in Norwegen und alles gut und die schauen auch zu ihm, beziehungsweise die tun ihn, glaube ich, auch pflegen. Finde ich sehr, sehr cool, auf jeden Fall sehr, sehr coole Gäste. Ja, aber hier muss ich einfach sagen, kann ich echt nicht so abnehmen. Aber ja, gehen wir mal weiter, weil jetzt wird es interessant, denn jetzt geht der Luke Mockridge das erste Mal das Thema Paralympics ins Gespräch. Und wie es ein bisschen zu erwarten ist, gesehen, der Nizar bringt gerade wieder ein bodenloses Beispiel. Auf jeden Fall, eben, schaut es selber. Ey, und bei den Paralympics würdest du auch rasieren. Ja, Alter, ja, bei allem. Ich mache in allen Sportarten mit und gewinne. Ja, weil das sind ja nur so Leute, die so Hände haben. So. Ja, also wer den Podcast nur hört, wer es nicht sieht. Auf jeden Fall ist es so, dass der Nizar jetzt hat gemeint, dass Leute, die eben dort mitmachen, keine Chance gegen ihn hätten, weil er ist ja in dem Sinne nur geistig beeinträchtigt. Im Vergleich zu den Leuten, die dort mitmachen, die haben ja zum Beispiel einfach kurze Ärmel. Und dann macht er so eine Pose dementsprechend, wo man ganz klar sieht, dem Luke geht es gerade ein bisschen zu weit. Aber er macht auf jeden Fall eine Pose, wo man könnte sagen, ja, der hat vielleicht auch schon mal den Ententanz gemacht. So nach dem. Oder einfach, er möchte wie eben Pose zeigen, wenn jemand kurze Arme hat. Ja. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie denkt es mir, man sieht einfach, dass der Nizar noch nie Paralympics sehr wahrscheinlich irgendwie eine Disziplin von dort hat gesehen. Also ich kann mir es nicht vorstellen. Ich kann mir es auf jeden Fall nicht vorstellen, dass er das schon hat gesehen. Auf jeden Fall eben, der Luke muss auf jeden Fall auch gerade halbwegs lachen. Weil man merkt schon, es ist schon gerade ein bisschen unangenehm für ihn, seien wir ehrlich. Aber es driftet gerade wieder gegen die andere Seite ab. Ich rede auch über die Paralympics bei meiner Show, ne? Ja. Ich finde das ja mega, das ist toll, ein tolles Event für Inklusion. Ja. Aber der Erste, der die Idee hat, das ist schon abgefahren, oder? Ja. Der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat, ey, du kennst doch die Olympischen Spiele, ich hab eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Ja. Sollen wir mal gucken, wer schnellere hat? Sollen wir die mal in so einem Wettrennen gegeneinander? Sollen wir mal gucken? Diese Idee ist wild, Alter. Okay, für das wir es hier in dem Sinne mal geklärt haben. Der Luke hat jetzt gesagt, er bringt das auch in seinem Programm. Ich weiss, viele Künstlerinnen und Künstler draussen, die leben von der sogenannten Kunstfreiheit. Heisst, dass man sehr viel in dem Sinn in sein Programm darf integrieren, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Was ich jetzt hier natürlich das Problem finde, jetzt bei diesem Gespräch, ist, dass sehr wahrscheinlich der Nizar und der Cheyenne das gerade für wahre Münze genommen, sprich, dass sie auch denken, oh, so ist das also dann zumal gelaufen. So sind Paralympics entstanden. Nein, es ist nicht so entstanden. Ich kann es gerne erklären. Der Neurologe Ludwig Guttmann hat dann zumal Menschen in einer Klinik betreut im Zweiten Weltkrieg, die verletzt waren, also Veteranen. Er hat an die heilende Wirkung geglaubt, also
für eine Rehabilitation, dass man dort Sport integrieren sollte. Heisst, Leute, die in diesem Sinn verletzt sind, eben Rückenmark, also die im Rollstuhl sind, dass man denen in diesem Sinn am besten helfen kann, indem man Sport in ihren Alltag integrieren. Später nachher hat es Stroke Mandeville Games gegeben. Und zwar am gleichen Tag, also 1948, hat er am gleichen Tag wie die Olympischen Spiele in London die Stroke Mandeville Games organisiert. Das war ein Sportwettbewerb, wo zu dieser Zeit 16 Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind die dann zumal antreten im Bogenschiessen. Und man sagt, dass die Stroke Mandeville Games, ich habe es aufgeschrieben, für das ich es nicht falsch sage, dass die sozusagen wie der Vorgänger von Paralympics gelten. So, okay. Nachdem es eben regelmäßig immer wieder durchgeführt wurde, hat natürlich der Wettbewerb auch internationale Bekanntheit erlangt. Heisst, dass auch andere Länder da sind darauf aufmerksam worden, dass 1960 in Rom die ersten offiziellen Paralympischen Spiele haben stattgefunden. So wie wir es plus minus heute kennen, haben dann zumal schon über 400 Sportlerinnen und Sportler aus 23 Ländern teilgenommen. Und eben, klar, seither hat es sich natürlich immer weiterentwickelt. Also ich weiss nicht, wie es dann zumal ist gelaufen. Schon von der Sicherheit her, ich weiss es nicht. Auf jeden Fall, das waren die Entstehungsformen von der Paralympik, also von den Paralympischen Spielen. Liebe Luke Mockridge, also wenn du dich siehst oder mich verstehst, dann weisst du auf jeden Fall, wie sie jetzt entstanden sind. Könntest du die gerne mal im Programm einbringen. Auf jeden Fall, der Nizar geht jetzt auf das Thema natürlich gerade wieder ein, aber beweist gerade wieder komplett, dass er eben noch nie etwas von den Paralympics hat gesehen. Und vor allem ist es ja nicht schwer, weil da kommt ja so ein Kleinwüchsiger, der spielt Tennis gegen einen, der so ist. Nein. Oder müssen die gleiche Behinderung haben? Klassen. Ich habe mich mal mit Matthias Meester, das ist ein Kleinwüchsiger, der auch bei Let's Dance war, der ist auch Comedian, der macht super witzige Sachen auf Instagram. Shoutout an dieser Stelle. Wer ist der? Matthias Meester. Matthias Meester, schöne Grüße an meinen Midget-Homie. Ja, der ist, lad ihn ein. Ja. Überragender Typ. Geil. Und mit dem habe ich mich darüber unterhalten, es gibt so Güteklassen, also so Behindertenklassen und die treten dann gegeneinander. So, also der Luke hat in dem Sinne hier erklärt, dass er mit dem Matthias Meester befreundet ist. Ein kleinwüchsiger Athlet, ebenfalls aus Deutschland, der auch auf Instagram ab und zu Comedian-Videos macht. Und ich muss sagen, also das ist jetzt meine Meinung, ja, er macht auch Videos, aber mehr nach dem Klischee, wie es dann zumal eben Dwarf Mamba und Logan Paul haben gemacht. Dass eben kleine, normale Sachen sich plötzlich für kleinwüchsige Menschen vergrössern. Man hat auch oft gesehen, eben hier mit den Zahnstöchern, dass Kleinwüchsige, die Speer werfen, dann kommen so normal gewassene Dudes rein und haben plötzlich hier Zahnstöcher in den Bärten. Auf jeden Fall eben solche Videos. Und der Matthias Meester macht in dem Sinn die Videos auch. Was ich auch unterhaltsam finde. Gar keine Frage. Und ich jedoch ein bisschen das Problem finde oder sehe, ist, dass nachher eben die normal Gewachsenen mehr nach dem gehen, wenn das der Matthias doch macht, dann muss doch das kein Problem für die sein. Heisst, wenn ich mir doch in dem Sinn darüber lustig mache, muss das doch kein Problem sein. Da kommen wir dann später auch noch dazu, wie es eben ist, wenn man in dem Sinn etwas noch immer sieht und nachmachen oder in dem Sinn denkt, das könnte doch in dem Sinn überall so sein. Aber schauen wir mal weiter. Der Nizar kommt jetzt wieder, sage ich mal, mit der eher bodenlosen Pose. Wo ich zwar muss sagen, schade, dass der Luke und der Cheyenne das mal auf den Zug mit aufspringen. Jemand, der so Hände hat, also der normal, kannst du mal zeigen? So. Ich brauche das Gift dafür. Ja. Bei WhatsApp. Der zum Beispiel, wenn du dir was hinlegst, dann kann ich mal so, weißt du, ja, aber das ist doch keine Sport, das ist doch nicht so, wir laden Behinderte ein, die was mit der Hand greifen müssen, das ist doch keine Sportart. Nein, ich rede davon, dass die Hände direkt hier sind, ohne Arm. Ja. Der hat doch keine Sportart. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das jetzt so aufnehmen dementsprechend oder auffassen, ich muss es so sagen. Weil es wäre doch wie, als würde ich jetzt sagen, eine Person, die dieses und jenes anhat, wie kommt die irgendwo rein?
Oder, ja, ich will eben nicht mehr auf das Niveau in dem Sinn absetzen, wie jetzt oder Nizar. Auf keinen Fall. Aber ich muss wirklich sagen, schade, dass eben, wie gesagt, der Luke und der Cheyenne hier mitmachen, beziehungsweise auch darauf eingehen. Ja, und auf den Zug aufspringen. Nein. Vor allem eben eine Disziplin, wo man etwas greifen sollte. Ja, auf jeden Fall geht es dann nach ein paar Sekunden später darum, dass eben Menschen, die so sind, gar nicht erst dürfen mitmachen, weil es keine Sportart für die Menschen gibt. Der Luke gibt jedoch eben ein Beispiel, wo man Menschen mit kurzen Armen könnte antreten. Und das ist eben nachher das, was vor allem von den Medien momentan zerrissen wird. Oder eins davon. Auf jeden Fall eins davon. Warum? Das ist dann so, zum Beispiel Rollstuhlfahrer, die Basketball spielen. Genau. Ja, was mit dem? Der will rennen. Der ist raus. Wieso ist der raus? Der ist raus. Der hat auch eine gewisse Voraussetzung. Die können schwimmen. Also es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken und dann... Die ertrinken die doch. Ja, und wer als letzter ertrinkt hat, der hat dann gewonnen. Der gewinnt und überlebt. Ja, beides. Ja, also... Ich meine, da haben wir 2 Comedians und Content Creator. Eben der Cheyenne ist, soweit man ist, kein Comedian, aber auf jeden Fall eben Nizar und der Luke sind natürlich Comedians. Ich habe zum Beispiel den Kommentar schon gelesen, dass der Luke ist ja ein Comedian, also ist es ja in dem Sinne sein Job, so zu sein. Ich persönlich muss sagen, es ist genau das gleiche Phänomen, das hier jetzt die Leute gesehen, wie dann zumal beim Geburtstag von einem Bekannten von mir. Und zwar haben dann 2, ja, nicht Stand-Up-Comedians, 2 Kabarettisten sind auftreten, ein Kabarettistenbar, eine kleine Nummer gezeigt und haben nachher wieder gehen. Der Bekannte, der Geburtstag hatte, ist dann nachher dorthin und hat gesagt, hey, bleibt doch noch ein bisschen, trinkt noch 1, 2 mit uns, dürft gerne hier etwas essen, überhaupt kein Problem. Der Mann von dem Bärli hat nachher gesagt, liebend gern, nur können wir das nicht annehmen. Da werden die jetzt vielleicht auch gerade sagen, ja, aber wieso, ist doch unhöflich oder so. Ich meine, wenn die Person schon Geburtstag hat. Nur dürft ihr nicht vergessen, die 2, das Bärli war verkleidet gewesen. Beziehungsweise hat man nachher, laut eben Herr, hat er gesagt, das Problem ist natürlich, wenn wir uns hier jetzt herhocken, hätten die restlichen Gäste von uns erwartet, dass wir weiterhin lustig sind. Weil, seien wir ehrlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Klon würdet buchen oder einen Klon würdet sehen, der da irgendwie eine Darbietung würdet machen, irgendwo, keine Ahnung, auf einem Geburtstag oder irgendwo bei einer Veranstaltung, wäre es doch sicher für euch auch nicht normal, ja, für Schlusszeichen, wenn die Person verkleidet als Klon nachher zu euch an den Tisch hocken und dort plötzlich ganz normal mit euch reden. Klar, es ist immer noch ein Mensch, wohlverstanden. Nur darf man nicht vergessen, die Person ist sozusagen immer noch, wieder Anführungsschlusszeichen, in der Arbeitskleidung. Also wenn ich einen Klon würde gegenüber von mir haben, ich kann das inzwischen schon ein bisschen gut trennen, weil ich halt auch schon in Showanimation bei denen sehe und ich weiss, okay, da verwandelt sich der Endmensch jetzt in einen anderen Mensch. Auch vom Charakter. Ein guter Bekannter von mir, der hat sich als Klon verkleidet und ist in die Disco rein und hat dort seine Rolle gespielt. Wenn er das nicht hat gemacht, dann war er so gewesen wie du und ich. Vom, sag ich mal, Mindset her. Aber wenn er jetzt natürlich als Klon da weiter wäre gewesen, hätte er grundsätzlich immer die Rolle müssen weiterspielen. Und genau das, muss ich auch sagen, ist hier das Problem bei dieser Aussage. Hey, das ist doch ein Comedian, also hat doch der lustig sein, beziehungsweise dürfen doch die Witze machen bis am Bach runter. Nein, am Ende des Tages sind es immer auch noch Menschen. Jetzt das Nächste, was natürlich kommt, ist, dass der Cheyenne das Thema Zwerge werfen in den Raum wirft. Und ja, zu dem werde ich dir auch gerade etwas sagen. In den 90ern wurde es ja in Australien abgeschafft, das ist kleinwüchsigen Weitwegwurf. Gab's das? Das gab's. Das ist geil. In den 90ern, da durfte ein Großer, der musste auch eine gewisse Statur haben, durfte einen Kleinwüchsigen werfen. Natürlich ganz mit Sicherheit mit Matten und alles Mögliche. Und das wurde dann abgeschafft wegen so einer blöden Menschenrechtsorganisation. Ja, die sind so unnötig, diese Organisation. Ja. Die bringen nur Unheil. Vor allem haben sich bestimmt Leute darüber aufgeregt, die selber nicht kleinwüchsig waren. Ja, genau. Ja, das ist immer so. Ja. Okay, auch da mit diesem Thema habe ich mich in dem Sinn
befasst. Und es ist so, dass es Zwergenwerfen, es heisst nicht Zwergenweitwurf oder so, sondern es heisst Zwergenwerfen, also Zwergenwerfen. Und das Gute oder der positive Aspekt ist in dem Sinn bei dem oder bei dieser Disziplin, dass es kleinwüchsigen Menschen ein Grundeinkommen gibt. Heisst, dass Menschen, die kleinwüchsig sind und eben sich dort wegschiessen, dass die damit auch Geld verdienen, wo sie ihren Unterhalt finanzieren können. Das ist Fakt. Das Ding ist, Cheyenne hat recht, es ist verboten worden. Jedoch ist es nicht verboten worden von einfach nur normalen, gewachsenen Menschen oder eben so Menschenorganisationen. Nein, es ist auch von Menschen mit Kleinwuchs selber gefordert worden, dass man in dem Sinn damit aufhören würde. Die merken gerade wieder, ich sage wieder öfters in dem Sinn. Auf jeden Fall hat es auch einen Zwischenfall gegeben, und zwar in England, weil der Peter Dinklage, kennt ihr vielleicht kennen ihn die besser aus Game of Thrones. Auf jeden Fall, er hat dann zumal in seiner Rede plötzlich den Namen Martin Henderson hineingebracht. Ebenfalls ein Schauspieler, hat Kobold gespielt in Harry Potter, dort in der Bank von Gringotts. Auf jeden Fall hat er seinen Geburtstag gefeiert in einem Pub, ist nachher raus. Und dann ist ein Rugby-Fan gekommen, hat ihn gepackt und voll am Boden gerührt. Also auf Blatt Boden. Geht mal vor die Tür, wenn der Mann aus der Tür geht. Schaut einfach mal, wie hart der Asphalt ist. Stellt euch jetzt einfach mal vor, dass ihr noch kürzere Gliedermassen habt. Kürzere Arme, kürzere Beine. Ihr seid nicht so schnell wieder am Boden mit den Beinen oder mit den Armen. Beziehungsweise ist auch die Gefahr bei den Kleinwüchsigen, da wir natürlich einen grösseren Kopf haben, dass wir je nachdem den Kopf viel schneller am Boden aufschlagen. Heisst, der Mann hat in dem Sinn eben der Martin Henderson gepackt und am Boden geschossen. Auf den Blattasphalt. Er hat in dem Sinn genau das nachgemacht, was dann zumal das englische Rugby-Team hat gemacht. Beziehungsweise er hat sie nachahmen. Dort haben ein paar zugegeben, dass sie zu Neuseeland, wo sie zu Neuseeland waren, an einem Zwergenwurf teilgenommen. Also inzwischen ist er auch verstorben. Der Martin ist wirklich ein armer Keib, also der ist auch ausgeraubt worden. Also, und dort haben sie ihn nochmal irgendwie umgeschossen. Nein, es ist zum Kotzen, ich kann es nicht anders sagen. Da liegt auf jeden Fall Folgendes vor, oder folgender Fakt. Es ist nicht nur vom Normalgewachsenen verboten worden, oder beziehungsweise es ist nicht nur von normal gewachsenen oder Menschenrechtsorganisationen. Nisa kommt ja gerade mit, immer schlimm mit diesen Menschenrechtsorganisationen. Es gibt auch gute. Auf jeden Fall ist es so, dass nicht nur eben normal gewachsene das haben gefordert, beziehungsweise hat es eben auch Leute gegeben, die kleinwüchsig sind, die dagegen ankämpfen wollen, weil sie eben damit das Geld verdienen. Das ist auf jeden Fall da auf der Hang. Weil, wie gesagt, eben bei Martin Henderson muss man da einfach ganz klar sehen, es gibt wirklich immer die Leute, die etwas nachmachen wollen. Ein gutes Beispiel, das ich euch hier noch bringen kann, ist folgendes. Nein, ich wollte jetzt nicht sagen, wer. Aber jemand aus meinem näheren Umfeld hat dann zumal immer wieder ein paar Filme gesehen, die kampfsportmäßiger Natur ist gesehen. Also, übrigens ist er auch ein Van Damme-Fan. Eben solche Filme. Was ist passiert? Plötzlich haben sie gegeneinander oder haben mich auch so wie als Trainingssack testen. Auf jeden Fall hat man das nachher dort mitgenommen. Was auch eben viel passiert, ist dir vielleicht auch schon hier und da begegnet das Phänomen, dass du einfach irgendwo dran shooten oder wenn du einen Ball siehst, das willst du dran shooten. Genau das Gleiche kann natürlich eben nachher passieren, wenn man Zwergenwerfer sieht und plötzlich ein Kleinwüchsiger so, hey, das ist meine Chance, also nimm ihn mal und ciao. Früher bei mir war es genau das Gleiche gewesen. Ich bin zum Glück nie am Boden geschossen worden, vielen herzlichen Dank. Nur mal durch einen Unfall bin ich hinter sich runtergefallen. Ist auch bei Martin Henderson aufgrund von Gewebeschäden ist da nachher viel kaputt gegangen. Er ist jetzt auch im Rollstuhl gelandet. Ich hatte da besser Glück gehabt. Es ist auf jeden Fall eben so gewesen, dass ich auch öfters bin einfach so, von manchmal auch wildfremden Leuten, einfach so bin hochgelüpft worden
ohne dass ich das überhaupt wollte. Oder was wir ab und zu als Gag gemacht, Kollege und ich, wenn wir an der Bar sind gestanden und er mich hat durchgelüpft. Solches Zeug. Aber dort habe ich gewusst, er ist nicht betrunken, er geht nicht mit mir um, geschweige denn, dass er mich fortgeht. Das ist so nicht passiert. Aber ja, Nizar kommt jetzt auf jeden Fall mal mit der Frage, was wohl das Ergebnis ist, wenn ein Mensch mit Kleinwuchs sich mit einem Mensch paart, der normal gewachsen ist. Wenn ein Kleinwüchsiger sich paart mit einem Normalgroßen. Es kommt auch ein normales Kind. Kommt das Kind, aber ist das so ein Zwischending? Nein. Also der halbe Kopf ist so verformt und der andere ist so ein... Guck mal, du darfst über Köpfe gar nicht Ich hab schon ein bisschen hässlichen Kopf. Das sieht ja so aus, als ob ein Kind das gemalt hätte. Weißt du? Ich kann euch sagen, wie es bei mir ist. Also meine Art von Kleinwuchs ist es so. Es gibt ja mehrere Arten von Kleinwuchs. Bei mir ist es auf jeden Fall so, gemäss ärztlicher Untersuchung, wenn ich mich mit einer normal gewachsenen Dame würde paaren, ist die Chance grundsätzlich 0, dass wir auch ein kleinwüchsiges Kind auf die Welt bringen. Und da gibt es auch nichts zwischendrin. Also da gibt es nichts zwischendrin, wie der Nizar jetzt das hier meint. Was ich sehr interessant finde, ist folgendes übrigens, passiert öfters. Und zwar schaut der Nizar da immer wieder raus. Vom Luke und vom Cheyenne weg. Es wird dann irgendwo klar, dass ein Kollege von ihm dort während dieser Aufnahme auch im Studio ist. Jetzt auf jeden Fall geht es dann noch darum, eben, dass es auch eben ums Aussehen vom Nizar geht, sowie eben auch Stereotypen von seinem Land, in dem der Nizar sich selber kurz mit einem Affen vergleicht. Ja, und dann kommt er wieder zurück zu den Paralympics. Aber er vergleicht sich in dem Sinn selber. Also er nimmt sich selber aufs Korn. Heisst das denn jetzt auch, ja, vielleicht sehe ich das in dem Sinn falsch, aber würde das jetzt auch grundsätzlich heissen, wenn er jetzt das macht, dass ich als nicht einer mit Migrationshintergrund auch Menschen, die eben wie er oder vielleicht aus dem gleichen Land kommen, automatisch als Affen dürfte bezeichnen, weil er das ja selber macht? Ehrlich gesagt, nein. Ganz klar, nein. Wie gesagt, kommt der Nizar auf jeden Fall wieder zurück zu den Paralympics und da geht es ums Thema Fußball. Okay, aber was, wenn jetzt so ein Behinderter keinen Fuß hat? Ja, ist okay. Warte, eine Frage. Der hat keinen Fuß, aber der will beim Behindertenfußball mitspielen. Das sind alles wahrscheinlich Sachen, die bei der Regelfindung bei den Paralympics auch besprechen mussten. Da hat dann einer, was ist, wenn, ja, also ohne Fuß Fußball? Nur mit einem Fuß. Ja, gibt's auch. Ja, das gibt's. Du hast nur einen Fuß. Aber der andere Fuß ist so mechanisch und du kannst den auch abmachen. Das bedeutet, du hast so Lifehacks, weil, guck mal, das ist ja dein Fuß. Der ist aber so aus, die haben doch so künstliche Füße. Aber kannst du dann so verschiedene Dinge drauf machen? Ja, genau, Schaufel, Gabel. Nein, warte, aber er kann ja dann zum Beispiel, wenn der Ball da ist, den Fuß so abmachen und dann so zack, weil der hat dann den immer noch mit dem Fuß berührt. So Polo. Ja. Also, was ich da einfach ein das Problem finde, ist immer das Behinderte. Oder er sagt immer, so ein Behinderter, so Behinderte. Okay, aber was, wenn jetzt so ein Behinderter... Also er sieht grundsätzlich, das ist jetzt meine Meinung, also er sieht in meinen Augen Leute mit einer Behinderung, oder wie ich lieber sage, mit einem Handicap, wie Leute mit einer Nationalität. Weil man sagt ja eben, der Deutsche, der Schweizer, der Österreich, Afghan, der Afrikaner, der Amerikaner, der Italiener, immer so. Und er sieht in dem Sinn da sehr wahrscheinlich etwas Ähnliches, eben der Behinderte. Was hier natürlich ist, es gibt bei den Paralympischen Spielen tatsächlich Fußball. Nur ist es so, es gibt nicht Fußball für Menschen, die Prothesen haben, also Fußprothesen, sondern es gibt den Fünferfußball. Dort läuft es so, dass Menschen mit einer Sehbehinderung Fußball spielen, also shooten. Es ist so, dass die Menschen alle eine Sehbehinderung haben. Bis auf den Torwart glaube ich nicht. Aber die Menschen haben eine Sehbehinderung. Das Feld ist auch viel kleiner und der Sport gibt es seit 2004, also bei den Paralympischen Spielen. Auf jeden Fall ist zum einen eben der Ball. Der Ball macht auch Geräusche, für das eben die Menschen den Ball auch hören. Dazu, bei Sehbehinderung redet man nicht automatisch davon, dass die Menschen blind sind, sondern bei einer Sehbehinderung redet man, dass die Menschen gewisse Prozentzahl sehen. Ein guter Freund von mir sieht zum Beispiel gerade mal, ich glaube, so weit man ist, 2%. Jetzt könnt ihr das euch mal vorstellen, 2%. Ich glaube, ich habe da auch schon davon geredet, auf jeden Fall liebe Grüße an alle. Also 2%. Wie viel siehst du gerade?
wie weit siehst du? Und jetzt stell dir vor, du siehst nur 2% davon. Und eben das Ding ist bei diesem Fußball, dass dort Leute alle noch mit einer undurchlässigen Brille die Augen zubekommen, also nicht verbunden, also sie haben Brillen an, wo sie wirklich gar nichts mehr sehen. Dass es eben fair ist, dass wenn zum Beispiel die eine Person mit einer Sehbehinderung ein bisschen mehr sieht, als die andere, dann wäre es in dem Sinne schon ein bisschen unfair. Was natürlich die drei auch ein bisschen weniger sehen, oder sagen wir es vielleicht so, der Luke sieht es vielleicht noch. Aber was man nicht vergessen darf, Menschen, die bei den Paralympischen Spielen mitmachen, sind alles Leistungssportler. Ich zum Beispiel hätte jetzt, glaube ich, keine Chance gegen einen kleinwüchsigen Schwimmer, einen Speerwerfer, Kugelstösser oder sonst irgendwie in einer anderen Disziplin, weil ich nicht die Leistung habe, weil ich nicht die Kondition habe, weil ich nicht das Training habe. Das ist einfach mal Fakt, wo man hier auch ganz klar auf den Tisch legen sollte vor diesen drei Herren. Der kleine komische Tisch, den sie dort haben, den ich auch nehmen würde, dementsprechend. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, paralympische Teilnehmerinnen oder Teilnehmer sind Leistungssportler. Das sind nicht einfach mal, wie der Nisari jetzt sagen, Behinderter, die mal ein bisschen an die Olympiade. Überhaupt und gar nicht. Also ist jetzt eine Vermutung, dass es so wird. Ich wollte ihm da nichts ins Maul legen. Aber gehen wir weiter. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass der Luke auf den Matthias Mester zu reden kommt, der ein Kollege von ihm ist. Für ihn eben die Witze vom Luke okay sind. Aber lasst es selber. Aber ich habe mit Matthias Meester gesprochen und der sagt, diese Gags über die Paralympics sind seiner Meinung nach okay. Also die ich gemacht habe, in meinem Programm habe ich aber kleinwüchsige Witze gemacht. Und er habe ich gesagt, was ist das größte Problem der kleinwüchsigen Gruppe? Das größte Problem. Der sagte Mitleid, weißt du? Das Schlimme, was uns am meisten abfuckt, ist Mitleid. Wir wissen, dass das witzig aussieht. Wir wissen, dass das so ist. Wir wissen, dass ihr normal groß seid und wir kleiner sind. Aber wir haben gelernt, aus einer Schwäche eine Stärke zu machen. Und das Schlimmste, was es ist Leute, die stellvertretend für mich ein schlechtes Gewissen haben. Das brauchen die nicht haben. Denen geht's gut. Der sitzt auf seinem Dreirad, raucht Zigarre und fährt in Sonnenuntergang. Der braucht kein schlechtes Gewissen. Da bin ich mit dem Matthias grundsätzlich einig. Da bin ich wirklich mit dem Matthias einig. Es ist wirklich so, dass wir nicht Mitleid in dem Sinne wollen. Was auch oftmals der Fehler gemacht wird. Mal, es ist wirklich ein Fehler, der hier oftmals begangen wird. Und zwar, wenn sich normal gewachsene Menschen mit uns, Menschen mit Kleinwuchs, unterhalten. Also ich nehme an, es ist auch genau das Gleiche mit Menschen, die im Rollstuhl sind. Auf jeden Fall ist es für uns nicht gerade angenehm, wenn eine normal gewachsene Person plötzlich auf die Knie runtergeht. Also ihr kennt es vielleicht Leute, die Kinder haben, dass die immer so runtergehen und sagen, ja, lass jetzt mal, Vreneli, das ist nicht so gut, das könntest du besser machen oder du könntest dich verletzen, sodass darauf einreden. Wir fühlen uns da durch, wenn normal gewachsene das machen. Auch so fast wie, dass wir von den Menschen mit normaler Grösse angeschaut werden wie Kids. Klar, es gibt viele Leute, die in dem Sinn uns so anschauen wie Kids. Auch der Alain, den ich vorhin geredet habe, ist schon von vielen nicht wirklich in meinen Augen als Erwachsener angeschaut worden, obwohl er gleich alt ist wie ich. Verstanden. Aber er ist von vielen auch schon, oh hier, er ist so herzig und so. Und dort höre ich einfach so das wie früher bei mir, wenn es irgendwie aber so ein bisschen, sage ich mal, zu einem Flirt mit einer Frau ist gekommen und sie plötzlich gesagt, du bist so eine Herzige. Habe ich genau gewusst, da ist das herzig wie herzig Hundebaby, herzig kleines Kind, auf jeden Fall das herzig und nicht herzig à la ich mag dich auch oder ich könnte mir auch etwas mit dir vorstellen. Das ist auf jeden Fall das, was bei uns Kleinwüchsigen grundsätzlich ein No-Go ist, oder auf jeden Fall bei mir. Da verstehe ich auf jeden Fall den Matthias. Eben das Mitleid. Ja, das sind wir auf jeden Fall mal weiter. Was jetzt natürlich da ganz klar jetzt gesehen ist Folgendes, und zwar, dass der Luke grundsätzlich schon längstens aus dieser Thematik raus will. Jedoch kommt aber dann wieder der Nisar direkt mit einem neuen Joke. Auch für Cheyenne wird es langsam ein bisschen unangenehm. Schaut und hört es selber mal.
Und die alle O-Beine. Warum haben die kleinwüchsige O-Beine? So, die laufen so. Es gibt aber Leute, ich weiß nicht, ich versuche das zu ignorieren, weil ich meinen Button nicht habe. Komm, ich tue den in die Mitte, dann kommen wir beide ran. So, aber jetzt gibt es Leute, ein kleinwüchsiger, wenn der hier zu Gast wäre, dieser Matthias Meisterheifer. Matthias Messer, ruf den an! Ey, bester Typ. Der kann, wenn der hier sitzt und ich sag was komisch, der kann auf den Knopf drauf springen. Da finde ich es jetzt ein bisschen schade, dass der Luke nicht gerade eingestanden ist für Matthias. Klar, aber er kennt in dem Sinne ja den Matthias näher. Aber man sieht dementsprechend schon, dass er jetzt auch gerade sehr empfänglich ist für den Joke von Nizar. Weil der Button, der auf dem Tisch liegt oder wo eben der Cheyenne und der Nizar haben, wenn man dort drauf drückt, dann kommt nachher die Aussage, die Distanzierung mit ganz klar von der Aussage vom Nizar. Die wird dort in dem Sinn abgespielt. Das ist in dem Sinn das oder die kontroverse Folge, wo da alle darüber reden momentan. Oder keine Ahnung, ob sie am Mittwoch noch darüber reden, wenn die Folge jetzt hier rauskommt. Mein Fazit zu dieser Folge jetzt hier ist folgendes. Es ist falsch. Es ist wirklich falsch, dass man hier einem Luke, grundsätzlich nur einem Luke, die Schuld gibt. Viele haben es gemerkt, viele haben gesagt, hey, die anderen sind ja nicht gerade besser. Da darf man nicht nur einem Luke in dem Sinne die Schuld geben. Weil Nizar und Cheyenne, oder vor allem eben der Nizar, haben ja immer wieder neue Jokes reingeholt, beziehungsweise reingeschossen. Der Luke hat ganz klar rausgewählt. Ich weiss vielleicht auch nicht, ob es aufgrund vom letzten Skandal von Luke er da ein bisschen zurückhaltender ist. Auch ab und zu sagt er im Podcast, zum Beispiel bei der Zahl 69, dass er sich da vorgenommen hat, nicht mehr oder sich dazu zu äußern. Was mir aber ist jetzt zu Augen gekommen, heute, als ich die Recherche gemacht habe, ich glaube, der Luke selber hat plus minus das Ganze ein bisschen reflektiert. Er hat ja auch ein Statement hochgeladen, kommen wir dann später noch dazu. Aber Nizar und der Cheyenne, die haben ja eben zusammen den Podcast, die Deutschen. Und dort schauen wir auch gerne mal rein, weil bei der Folge 451, also ein paar Folgen später, also gerade mal 3 Folgen später, muss ich so sagen, geht es wieder ums Thema Menschen mit Handicap. Ja, schauen wir mal dort rein. Und da wären wir eben jetzt bei der Folge «Würdest du daten, wenn?» Also Nummer 451 von «Die Deutschen», a.k.a. Nizar und Cheyenne. Entschuldigung. Auf jeden Fall geht es bei der 19. Minute oder 1942 schon mal darum, wo der Nizar fragt, lass es selber mal, was er für eine Frage stellt. Würdest du eine Frau heiraten, die vom Hai angebissen wurde? Das ist schon mal eine sehr interessante Frage, sag ich mal. Die der Nizar hier schon wieder stellt. Und vor allem eben mit dem Lächeln so, sag mir die Antwort, Cheyenne. Ja, und das Gespräch geht folgendermaßen weiter. Kommt drauf an, was hat sie denn? Der fehlt ein Fuß. Der linke. Warum der linke? Was ist das so besonders dran? Okay, es wird schon mal darüber diskutiert, welcher Fuß und so. Ich finde grundsätzlich schon mal die Frage interessant, oder dass man die in einem Podcast stellt. Ja, würdest du eine Frau daten, die von einem Hai angegriffen ist worden? Beziehungsweise eben, wo dann echt ganz klar ist, hey, die Frau hat sicher ein Handicap. Darauf fragt der Cheyenne, bis wo? Aber was erzählt er für dich als Fuß? Also bis hier, komplett ab. Bis zum Knöchel? Ja. Dass man da immer wie mehr in die Materie hineingeht. Ich hätte schon lange gesagt, wenn ich den Cheyenne wäre, gesagt, hey, komm, wir haben das letzte Mal darüber geredet, über Menschen mit einem Handicap. Klar, keine Ahnung, ob er wieder würde sagen, Behinderte, ob der Cheyenne das auch so würde sagen, da noch weiterreden oder über das Thema. Auf jeden Fall erklärt der Nizar jetzt den Ende makaberen Vergleich oder gibt eine makabere Antwort auf Cheyenne seine Frage, die lautet: Und wie tritt die auf? Ja, gar nicht. Die hat so ein... Und macht die den Seawalk? Nein, die hat hier am Fuß... Kennst du das, wenn man damals so den Bleistift in den Radiergummi gesteckt hat? Ja. So zack, damit das so einen Fuß ergibt. Ja. In den alten Zeiten, wo die Technologie noch nicht so fortgeschritten war. Diesen rot-blau. Ja, genau. Diesen Radiergummi hat die sich in Fußgröße herstellen lassen. Macht ihren Stumpf rein. Ja, zack. Dann hat die so ein Radier. Das Gute ist, wenn du mal zu Hause dich beschreibst, macht die so. Das ist einfach so.
Ach, schon wieder beschrieben. Kommt was Okay, für alle, die den Videocast nicht sehen. Es ist so, dass Nizar jetzt in dem Sinn sagt oder erklärt, was genau sie für eine Prothese hat. Dass man sie in dem Sinne so könnte vergleichen, wie wenn du einen Bleistift in einen Gummi steckst, gibt ja die Gesten, oder haben wir früher, ja klar, haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben 2 Bleistifte in dem Sinn in einen Radiergummi oder in 2 Radiergummi reingesteckt und haben dann so da, wie als hätten wir so kleine Füße. Und er vergleicht das in dem Sinn, beziehungsweise er erklärt dementsprechend eine Frau, die den Cheyenne sollte daten oder überhaupt wird heiraten, die ein solches Handicap hat. Und der Cheyenne erklärt jetzt natürlich, ob oder warum er so eine Frau nicht wird heiraten. So. Nein. Aha, warum ist der Fuß wichtig? Sie hat ja nur keinen Fuß. Ja, aber man ist eingeschränkt. Sie ist eingeschränkt. Ja, aber du auch. Warum? Ja, keine Ahnung. Kannst ja nicht sagen, ey, komm, wir laufen mal die Treppen hoch. Die braucht ja 3 Jahre. Nein, die wird schon ihren Körper so angepasst haben. Das ist ja wie diese Leute, die keine Arme haben. Die essen doch auch so mit den Füßen. Die können, das stimmt nicht. Doch, können auch so Besteck nutzen mit ihren Füßen. Doch, und Denisa natürlich gerade wieder eben mit den Menschen mit den kurzen Armen. Er hat schon recht, auf gewisser Ebene, Denisa, dass es so ist, dass Menschen, die ein Handicap haben, die können natürlich nicht weiterleben wie vorher. Die müssen sich dementsprechend auch anpassen. Nur was der Nizar hier ganz klar vergisst oder nicht weiss, wenn du nicht von Anfang an so ein Handicap hast gehabt, ich bin seit Geburt kleinwüchsig, ein anderer Mensch hat vielleicht Muskeldystrophie, heisst, irgendwann ist man damit klar, dass man im Rollstuhl landet. Also es gibt Handicaps, wo ich hier möchte sagen, wo klar ist, dass du halt wirklich damit wirst leben. Aber du kannst nie voraussehen, ob du irgendwann mal aufgrund von einem Unfall im Rollstuhl wirst landen. Oder eben ein Bein verlieren oder einen Arm oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass du irgendwann mal ein Handicap wirst haben. Nachher der Prozess, bis du dir selber kannst sagen, hey, jetzt habe ich wieder ein Leben, das ich selbstbestimmt durchgehen kann. Der ist lang. Der ist wirklich lang. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die Person ist von einem Geländer runtergefallen, also bei einem Block. Ist eine Party oder so dort gesehen und die Person ist runtergefallen. Das Ding ist jetzt natürlich gesehen, dass die Person halt so ist gefallen, dass sie querschnittgelähmt ist gesehen. Dadurch. Die Person ist nicht damit klargekommen. Die Person ist nicht damit klargekommen. Hat nachher am Ende dazu geführt, dass die Person Tablettenmissbrauch hat begangen. Also nicht bis zum Ende aus, aber immer für sehr wahrscheinlich eben, weil man mit der Situation nicht ist klargekommen, hat man Tabletten zu sich genommen. Sogar Freundinnen von mir mussten Tabletten verstecken. Extra für sie, für die Person. Niemand kann sich das in dem Sinn vorstellen. Auf jeden Fall kommt jetzt, sage ich mal, eine falsche Aussage, meiner Meinung nach. Warum man Menschen oder warum man solche Menschen nie würde kennenlernen. Achtung, gut zulassen. Nee, also was heißt eingeschränkt? Das wäre ja oberflächlich, wenn man die nicht nehmen würde. Genau. Aber man lernt die ja gar nicht kennen. Weil? Ja, weil die Leute mit so Einschränkungen, die haben ja so einen ganz anderen Freundeskreis. Die hängen nur mit Behinderung rum. Okay, die Aussage ist in meinen Augen wirklich wieder gefährlich. Also, ja, die merkt vielleicht gerade, ich bin gerade ein bisschen... Auf jeden Fall ist es nicht so, dass Menschen, die ein Handicap haben, nur mit anderen Menschen zusammenhängen, die ein Handicap haben. Das wäre ja wie die gleiche Aussage, die man ab und zu sagt über Menschen aus dem asiatischen Raum, dass sie nur zusammenhängen oder abhängen mit Menschen aus dem asiatischen Raum und nicht mit anderen Menschen. Das sagt man ja sehr oft, wo man ja auch sieht. Das ist ganz und gar nicht so. Cheyenne, seine Aussage, ja, ich werde solche Menschen ja nie kennenlernen, ist falsch. Ein spätes Beispiel zeigt auf jeden Fall eben, wie weit man da informiert ist. Auf jeden Fall ist es so, dass viele Leute mit einem Handicap, die hängen nicht nur mit Leuten ab,
die auch ein Handicap haben, sondern die Menschen, die eben ein Handicap haben, sind meistens auch Menschen, je nachdem, es gibt verschiedene Personen, kommt auch auf die Psyche drauf an, aber die sind eher zurückgezogen. Ich weiss noch, dann zumal bei meiner Dokumentation habe ich mit dem Regisseur geredet und er hat mir gesagt, hey, als ich die Recherche gemacht habe über das Thema Kleinwuchs, ist mir plötzlich aufgefallen, wie viele Menschen hier überhaupt in der Schweiz leben. Wie viele Menschen allein der Verein hat. Warum sieht man aber die Leute nie? Und dann habe ich gesagt, schau, es kann grundsätzlich mit dem zusammenhängen, wie bei mir früher. Und zwar war es bei mir früher so gewesen, dass ich am liebsten nur drinnen war. Ich kann nicht raus wollen, ich habe andere Kinder gemieden, weil sie halt mich immer angeschaut, immer mit dem Finger auf mich gezeigt und alles. Und das verleitet dich in dem Sinn wirklich dazu, dass du dich zurückziehst. Das verleitet dich dazu, dass du halt wirklich mehr mit dir beschäftigt bist, weder mit anderen. Und irgendwann hat es dann halt eine Person in meinem Leben, mein Stiefvater, der mich hat gepackt, nicht so wie beim Zwergenwerfen, aber er hat mich gepackt und einfach mal bei uns im Wohnblock rausgehauen. Okay, das ist jetzt natürlich auch gerade wieder brutal, nicht aus dem Fenster, sondern einfach vor die Tür geschossen hat. Er hat mir keinen Schlüssel mitgegeben, er hat einfach gesagt, schau, der Dunge sind Kids am Spielen, geh dort raus, zack, bumm. Die Tür ist zugegangen. Mir ist nichts anderes möglich gewesen, weder tatsächlich mal dort raus. Und ich kann euch sagen, ich habe dort sehr coole Leute kennengelernt. Also die Nachbarkids dort sind wirklich voll easy gewesen. Aber eben, das ist einfach das, was viele vergessen. Beziehungsweise darf man auch nicht ausser Acht lassen, dass Barrierefreiheit heutzutage noch lange nicht so weit fortgeschritten ist, wie sie sein sollte. Amerika, ich habe auch schon davon geredet, Amerika ist natürlich schon weiter, aufgrund von dessen, dass eben Amerika die Veteranen hat. Heisst, dass man dort mal, wo eben die Veteranen sind zurückgekommen, hat müssen überlegen, okay, wie kann man den Soldaten, die für uns dient haben, wieder wieder Anführungszeichen, ein normales Leben garantieren. Und da haben wir sehr viel gemacht. Bei uns zum Beispiel in der Region wird momentan der Bahnhof umgebaut oder weitere Bahnhöfe werden immer wieder umgebaut, wo man eigentlich muss sagen, warum erst jetzt? Warum hat man das nicht von Anfang an gemacht? Wo man dieses und jenes dort schon gemacht hat. Das sind grundsätzlich Kosten, die wir hier in Sang setzen. Auch Gebäude werden umgebaut, wo man grundsätzlich von Anfang an schon bereits hat können beim Aufbau sagen, hey, wir haben doch auch Menschen, die im Rollstuhl sind, die auch hier rein müssen. Tun wir das schon von Anfang an. Eine Bekannte von mir, von Bern, die, glaube ich, auch in der Politik jetzt sehr aktiv ist, hat dann, es war ja so eine Session im Bundeshaus für eben Menschen mit einem Handicap. Auf jeden Fall war sie dort auch und hat in ihrer Rede gesagt, seit heute können sie das erste Mal auf die Polizeistation oder selbstständig auf die Polizeistation zu Bern. Das war vorher nicht möglich gewesen. Es gibt, klar, hier und da Rampen, aber ich habe auch schon gesehen, dass in den ein oder anderen Gebäuden Lifte hat, aber keine Rampe. Also müssen wir in dem Sinne zuerst Person die Stege hochbringen, weil meistens ist ja vom einen oder anderen Gebäude noch ein Stege. Und dann kann die Person sich dementsprechend barrierefrei bewegen mit dem Lift und alles. Aber vorher ist das grundsätzlich überhaupt gar nicht möglich, wenn die Person allein ist. Das einfach so mal vorweg. Ja, kommen wir wieder mal zurück zum Podcast. Sie haben jetzt ein bisschen über ein Sangsthema noch geredet, aber ja, jetzt hört es selber in dem Sinn. Ich kann das alles nicht mehr. So fummelst da rum. Das ist nur um Rumfummeln, ein richtiger Fummler. Also man merkt da eigentlich auch schon gerade, wie eben der Nissar, oder auch schon vorher, hat man gemerkt, wie der Nissar immer zu seinem Kollegen muss schauen. Also dort schaut er immer. Und das ist einfach so das Ding, also ich tue mich dann nicht nochmal dazu äußern. Schauen wir mal diese Part hier. Würdest du sagen, wenn du eine Frau hättest, wir wissen, das ist sehr unrealistisch, ja, eine Frau hättest, die sagt, Nisa, wir werden heute Abend eingeladen zu einer Arbeitskollegin von mir. Bitte, benimm dich. Ich will gar nicht mitgehen. Ja, aber du tust ihr Gefallen, weil du selbstlos bist und nicht nur an dich denkst. Ach so.
Und dann sagt sie, bitte benimm dich. Dann sagst du, ich benimm mich immer. Ja, ja. Ich hab Adab. Ja. Adab. Okay. Bis zu dem Punkt. Also geht es darum, dass der Cheyenne jetzt Nizar ein Bild vor Augen führt. Weil Nizar hat ja vorhin gefragt, würdest du eine Frau heiraten mit einem Handicap? Jetzt kommt Cheyenne mit einer Gegenfrage, also nachdem sie da ein bisschen geschnurrt haben zusammen. Folgendes kommt jetzt. Was genau für eine Begegnung wird auf Nizar zukommen? Achtung. So, du hast das. Aber, ich muss dir was sagen. Im Auto, du sagst, ja, okay, bist genervt. Dann sagt sie, ey, wenn wir da hingehen, bitte, sag nichts. Sein Kiefer ist so schief. Von ihrem Mann? Ja. Und wenn er redet, ist er immer so, ne? Ja. Und er hat so eine Hand. Ja, wie der Pinguin bei Batman Returns. Genau, und der gibt dir auch so die Hand. Oft so. Ja. Ne? Bitte sag nichts. Ja. Okay. Ich kann euch hier in dem Sinne mal ein Beispiel zeigen. Meine Hand. Also hier. Das ist einfach der Finger. Aber das ist schon von Geburt an. Ja. Also die Zurückhaltung da ist schon gerade ein bisschen no, wenn du mich fragt. Aber Nizar stellt jetzt in meinen Augen eine sehr unangebrachte Frage betreffend dem Bärli. Achtung. Bitte sag nichts. Ja. Und er kommt, ist ein selbstbewusster Kerl. Ja. Er kommt da an, die Frau arbeitet und sagt, schön. Auch Aber die Frau ist normal? Ja. Aber wieso ist sie dann mit ihm zusammen? Weil sie sich aus Liebe in ihn verliebt hat. In den Typ mit so einem schiefen Kiefer? Ja. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Die achtet nicht so auf Und Äußeres. wir halten die Händchen, wenn der so fingert? Keine Ahnung, so. Okay, ja, das ergibt Sinn. Das gibt's Sinn, ne? Huckleberrychen. Was ich da noch interessant finde, ist, wie der Cheyenne da auch mehr drauf geht, im Vergleich, wo der Luke noch da ist gesehen. Im Vergleich zu der Folge, die vorher ist aufgenommen wurde. Wie sehr er da jetzt auch drin geht. Eben schon dort, wo er hat erklärt, mit der Hang, dass er auch sich selber schnell kaum zurückheben und muss lachen. Aber die Frage vom Nizar, ehrlich gesagt, ich glaube, siehst, genau deswegen haben sich eben Leute, oder mal, tun sich Leute mit einem Handicap sehr zurückhalten. Genau eben wegen solchen Vorstellungen, wie der Nizar jetzt hier dementsprechend zum Vorschein bringt. So, warum sollte eine normale Frau mit so einem zusammen sein? Ich glaube, was der Nizar hier vergisst oder nicht weiss, es gibt Frauen, klar, mal, ich muss es so sagen, es gibt Frauen, die träumen davon, einen Mr. Right zu haben. Grösser als sie, vielleicht schon ein Auto. Ich meine, früher, ich hätte keine Chance gehabt, weil ich kein Auto hatte. Die haben alle nur Typen mit Auto. Oder nicht alle, aber mehr oder weniger. Aber ich habe schon normal gewassene Freundinnen gehabt. Das ist nichts Neues. Aber da nachher zu fragen, warum ist denn die mit ihm zusammen? Ich glaube, er wäre so eine Person, das ist jetzt eine Mutmaßung, wohlverstanden. Aber ich glaube, er wäre eine Person, die sehr wahrscheinlich, wenn die Frau dementsprechend jetzt ihm würde gefallen und dort würde sagen, hey, bist doch lieber mit mir zusammen, was willst du mit so einem? Ich könnte nicht gut dort drin sehen in dieser Rolle. Aber da muss man sich natürlich nicht verwundern, dass sich eben Leute mit einem Handicap eher zurückhalten, wenn sie sehen, wie eben Menschen nachher denken, so à la, hey, das kann doch gar nicht funktionieren. Aber es kann funktionieren. Geht zum Beispiel mal in einen Verein von kleinwüchsigen Menschen. Wie viele Leute dort eine Person in ihrem Leben haben, als Partnerin oder Partner, die normal gelassen sind. Dort, wo ich die Lehre gemacht habe, hat es Pärchen gegeben, die nicht beide ein Handicap hatten. Das gibt's. Aber ja, wie bei den Paralympics sieht man da, man ist nicht sehr weit im Thema oder in der Materie. Man denkt vielleicht, dass man weit drinnen ist man aber leider nicht. Auf jeden Fall eben, der Nizar trifft jetzt auf ihn und eben, was würde er machen? Was würde der Nizar jetzt machen, wenn er eben auf den Herr mit schiefem Kiefer und eben spezieller Hang trifft? So. Und jetzt guckt der Mann dich an, der so, was willst du machen? Ich würde H von Juvenile rappen. Willst du es durchziehen können? Ja, ich glaube schon. Ja? Ja, du kannst das nicht. Nee, ich würde lachen. Du musst ja echt lachen. Aber warum ist er so? Das muss man ja erstmal verstehen. Ist er so wegen seiner eigenen Dummheit? Nee, der hat sich mal erschreckt als Kind. Dann ist er so geblieben? Ja. Aber wieso werden dann die Finger so? Yeah. Der hat sich so darüber aufgeregt, dass die Finger irgendwann so geworden sind. Das ist doch voll die Schwachsinn-Story. Aber ich glaube, beide sind wirklich nicht in der Materie. Der Luke, der ist jetzt auch eingeladen worden, auf jeden Fall von einem Verein, wo er eben auf Leute trifft, die ein Handicap haben.
Ich muss sagen, finde ich gut. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, warum laden wir nicht auch die zwei ein? Also der Cheyenne und der Nizar. Warum laden wir nicht die zwei ein, die sehr viel Benzin ins Feuer haben geschossen? Während dem Gespräch mit dem Luke, sowie auch jetzt, was sehr viel Benzin ins Feuer hat geschossen. Die Vorstellung jetzt vom Cheyenne, eben wie die Person hat zu dem schiefen Kiefer und der Hang sollen kommen, finde ich einfach nochmal abartig, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich abartig. Der Luke hat ja jetzt auch ein Instagram-Reel hochgeladen zu seinem Statement. Also er hat das Video hochgeladen, wo er eben über Menschen mit dem Handicap redet. Und ich würde sagen, da schauen wir auch noch sehr gerne schnell rein. Paralympics sind super, die haben wirklich Wunder auf Inklusion, was die geschaffen haben. Das ist ein tolles Event und Leuten dabei zuzugucken, wie sie über ihre natürlichen Grenzen Dinge erreichen, die ich als vermeintlich gesunder Mensch nicht mal hinkriegen würde. Das ist total inspirierend, das zu sehen. Ich finde das Konzept trotzdem abgefahren. Der Erste, der die Idee hatte, das ist schon ein krasser Typ, oder? Schon mal interessant, oder was mir ist aufgefallen, klar, ich weiß nicht, wie lange das man so Reel kann. Mal, ich glaube, das kannst ich weiss nicht, wie lange hochladen von der Zeit her. Was so aber interessant ist, wie viel geschnitten ist. Dass er da grundsätzlich damit anfängt, vielleicht jetzt auch die Marketingabteilung gemacht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie viel da jetzt ist rausgenommen worden von den Jokes, oder wo er vielleicht noch lacht. Jetzt eigentlich gerade warum. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Wär's nicht Und er macht auch genau wieder das Gleiche. Er redet auch wieder von den Behinderten. Er redet nicht von den Menschen mit Behinderung. Aber er bringt wieder den Joke eben, das eine Land in ein anderes hat die angerufen und gesagt, hey, ihr habt doch auch, ich sage es jetzt selber, Menschen mit einer Behinderung in eurem Land. Komm, wir machen doch da mal einen Wettkampf daraus. Ich habe euch ja erklärt, wie die Paralympics zustande kamen. Schade, dass der Luke das in dem Sinn da so darlegt, weil das Problem ist natürlich, bei solchen Veranstaltungen, oder ich gehe schwer davon aus, dass das eben so dort ist, wenn du zu einem Comedian gehst, nimmst du sehr viele Sachen, nicht für wahre Münzen, aber sehr viel natürlich schon. Jetzt zum Beispiel da, gehe ich schwer davon aus, dass viel das so ich glaubt. Voll cool, wir versuchen rauszufinden, wer schnellere hat. Habt ihr so kleine? Boah, bring mit, die geben mir so Zahnstocher und dann können die so, weil wir lieben Kleinwüchsige. Keiner sagt, diese scheiß Kleinwüchsigen nehmen uns die Jobs weg. Als was? Als Pfeifenreiniger? Entspann dich. Ich weiß, nein, ich finde die super. Kleinwüchsige haben keine Feinde, außer Schuhsohlen vielleicht. Aber Kleinwüchsige, bevor ich mich jetzt irgendwie hasse. Und jetzt eben, Witz. Jetzt probiert es wieder zu relativieren, beziehungsweise sich zu entschuldigen. Klar, vielleicht tue ich da jetzt ein bisschen überreagieren, aber er kommt wieder mit dem Matthias Mester. Ich mich kurz outen an dieser Stelle. Ich habe die letzten paar Gags mit einem Kumpel von mir zusammengeschrieben. Der heißt Matthias Mester und ist kleinwüchsiger paralympischer Sportler. Der war auch bei Let's Dance, der ist Comedian auf Instagram und super witzig. Wir haben ein tolles Gespräch geführt, nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber ein tolles Gespräch. Und ich habe dann gesagt, weißt du, ich werde das hier auf einer Bühne erzählen. Sag mir doch, was das größte Problem eurer Community ist, weil dann kann ich das den Leuten auch erzählen. Und seht ihr, wie viel da immer wieder ausgeschnitten wird? Aber eben, wir sehen es dann noch gerade. Dann haben die einmal gelacht und haben sogar was gelernt. Das ist doch toll. Und dann sagt er, geil, das größte Problem meiner Community, Luke, ist Mitleid. Weil wir können alles machen. Kleinwüchsige können alles machen. Und wir wissen, dass das ein bisschen lustig aussieht, wenn wir irgendwie rumlaufen. Und wir haben gelernt, aus einer Schwäche eine Stärke zu machen. Deswegen finde ich diese Nummer so geil. Weil du wirst diese Gags erzählen und ich freue mich jetzt schon darüber, dass wildfremde Menschen stellvertretend für mich ein schlechtes Gewissen haben werden. Wie gesagt, hat der Luke da eben mehrere Sachen rausgeschnitten, was ich sehr schade finde. Klar, ja, ob es Platz hat, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Was aber jetzt eben ist, dass zu dem Reel, das er eben durchgeladen hat, er noch ein Statement hat dazu geschrieben. Und das zeige ich gerne, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Sonst, wenn ihr es gerne möchtet überspringen, das Statement von ihm, dann könnt ihr gerne hierher kumpen, für das ihr es überspringen könnt zum nächsten Part. Gerne tue ich euch jetzt sein Statement hier gerade auf Schweizerdeutsch übersetzen, anstatt hier auf Hochdeutsch. Die Nummer aus meiner letzten Tour bezieht sich auf einen viral gegangenen Clip. Selbstverständlich ist es nie meine Absicht gewesen, Menschen mit einer Behinderung ins Lächerliche zu ziehen. Besonders während der grossartigen Paralympischen Spiele. Jokes habe ich gemeinsam mit einem paralympischen Sportler und Comedian erarbeitet, also eben Matthias Mester, um darauf aufmerksam zu machen, dass Mitleid oft die schlimmste Form von der Ausgrenzung ist. Der Zuspruch, gerade von Menschen mit einer Behinderung, ist enorm und durchweg positiv. Die Frage ist jetzt,
welchen Zuspruch genau, jetzt nach dem Clip oder während der Show. Das ist natürlich die Frage dort. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, wenn du als Person sehr wahrscheinlich so ein Event gehst besuchen vom Luke, also so eine Darbietung, bist du sehr wahrscheinlich nochmal gerade anders, wenn du ein Mensch bist mit Handicap, der sagt, hey, das geht doch zu weit. Nein, finde ich nicht toll. Finde ich gar nicht toll. Von tausenden weiteren Menschen, die hier darüber lachen. Aber ja, nach ihm eben, und gut sagt er mal Menschen mit Behinderungen, wie gesagt, das Ding ist auch, nicht alle Menschen haben eine Behinderung, sondern die Welt legt uns eine Behinderung her, da sie hier und da noch nicht barrierefrei ist. Aber gehen wir mal weiter. Ja, das ist subjektiv und ja, das wird im kurzen Trailerclip nicht deutlich. Klar ist schon, Gags, die man muss erklären muss, sind handwerklich nicht gut. Aus meiner eigenen Erfahrung bei der Arbeit mit behinderten Menschen, da kommt er wieder mit behinderten Menschen, nicht Menschen mit einer Behinderung, sondern behinderten Menschen, habe ich immer einen scharfen, schwarzen Humor erlebt, den ich gefeiert habe. Dass es mir nicht gelungen ist, das richtig zu vermitteln und dass ich Menschen verletzt habe, tut mir wirklich leid. Es F me ab, also das Englische für F me auch ab, dass Medien zum Ende der Paralympischen Spiele mehr über mehr reden und nicht über das Turnier. Die Einladung vom Deutschen Behindertensportverband, vom Deutschen Behindertensportverband, von dem ist er eingeladen worden, nehme ich sehr gerne an und freue mich auf einen Perspektivenwechsel und darauf aktiv zu lernen. Comedy und Sport sollen Spass machen. Immer. Heute hat das nicht geklappt und das geht auf mein Deko. Das ist das, was er in dem Sinne hier geschrieben hat. Und ich habe natürlich auch schon kommentiert. Yeah! Ja, ich habe auf jeden Fall auch schon kommentiert. Der ich habe geschrieben, hey, ich gebe dir als Kleinwüchsiger gerne eine Antwort darauf. Wenn ich als Mensch mit Kleinwuchs gefragt wird, ob man dieses oder jenes überhaupt so zu mir darf sagen oder geht vielleicht der Joke zu weit, dann ist meine Antwort immer die gleiche gewesen. Ich spreche nur für mich und nicht für alle. Nicht für alle anderen Kleinwüchsigen. Jeder fühlt und nimmt es anders auf. Und ich habe zum Beispiel kein Problem, wenn man mich als Zwerg betitelt. Ist es so, habe ich glaube auch schon gesagt, dass ich persönlich kein Problem habe, wenn man mich als Zwerg betitelt. Also wenn mir da einer ruft, hey Zwerg, habe ich überhaupt kein Problem. Jedoch ist der Begriff Lilliputaner weiter verbreitet, wo fälschlicherweise eher als die richtige Form betrachtet wird, was komplett falsch ist oder sogar sehr beleidigend. Was mich heute eher noch stört, ist, dass man Menschen mit Handicap als Behinderte bezeichnet. Das ist auch das, was ich jetzt während dem Podcast immer wieder gesagt habe. Die Welt macht uns am Ende behindert. Ob zu hohe Bürgersteige, Knöpfe oder sonst etwas. Bahnhöfe oder Gebäude werden jetzt nach und nach auch für Menschen barrierefrei gemacht und man stellt sich als solidarisch dar. Hätte man aber schon zu Beginn das machen können. Ja, und das ist das Problem. Man stellt sich plötzlich als solidarisch dar. Ja, wir haben jetzt so etwas Gutes für Menschen mit einer Behinderung gemacht. Hätte ich schon von Anfang an, dann bist du auf jeden Fall schon schneller am Ziel gesehen. Weder erst jetzt, aber ja. Ja, einfach mal so im Hinterkopf behalten. Was ich jetzt natürlich auch gesucht, weil ja der Luke da sehr viel geschnitten hat, also in diesem Video da, ist gesehen, übrigens, das müsst ihr euch nochmal schnell anschauen, 13'000 Likes und 14'000 Kommentare auf seinem Reel. Wenn man hier hergeht, 1334, gut, ich habe gesehen, kommentiere jetzt überall genau wegen diesem Thema, 4000 Likes, 320 Kommentare, 70'000 Likes, 1296. Aber nochmal, 14'000 Kommentare. Das ist wirklich eine Ansage. Aber ja, wie gesagt, eben, ich habe das Video gesehen und da gedacht, hey, wo gibt es das ganze Video, dass ich sehe, was dazwischen noch ist passiert. Leider habe ich
kein Video gefunden, da er dort ja eben viel geschnitten hat oder die Marketingabteilung viel geschnitten hat. Aber was ich habe gefunden, ist ein anderes Video. Und ich würde sagen, das schauen wir uns zum Schluss auch noch an. Es ist eine Aufnahme, wo eine Zuschauerin oder ein Zuschauer, die in Nürnberg ist aufgenommen wurde, und zwar am 17.06.2023 ist er in Nürnberg mit seiner Show Trippy, und das Video ist hochgeladen worden am 28.08., was eigentlich sehr spät ist, wenn schon am 17.06. Entschuldigung, mir beißt gerade an der Nase. Wenn schon am 17.06. aufgenommen wurde. Aber ja, gehen wir schnell rein, und zwar eben nur einzelne Parts, nicht alles. Aber auf jeden Fall ab dem Part, wo er eben darüber redet. Es kann sein, dass ich den Hall ein bisschen rausgenommen habe, beziehungsweise auch Secho, weil es halt in einer grösseren Halle ist. Jetzt beginnt eben der Luke wieder mit der Disziplin, beziehungsweise eben Paralympischen Spiele. Komisch, ich mag die Paralympischen Spiele, ich finde das toll. Wenn die Kleinwüchsigen reinkommen, ist doch super. Oder? Die kommen da rein und es ist super. Was mir da natürlich auffällt, ist, dass er da nicht so voller Energie ist, wie im Reel, wie im Hochkant-Video. Das ist hier irgendwie nicht. Da erzählt der Ender so easy peasy, langsam und so. Aber er kommt natürlich auch schon wieder mit dem Witz mit den Zahnstöchern. Was jetzt interessant ist Folgendes, und zwar will er die Meinung wissen vom Publikum. Ob er Zeit geht oder nicht. Ja. Die Antwort hört mal von der Person, die das Video ins Netz hat gestellt. Fantastisch! Nicht? Schwierig? Nein. Weiß nicht. Also man hört schon eben die Personen, die hier zuvorderst vorne oder auf jeden Fall weit vorne hocken, bei ihm. Sie sind seiner Meinung, unterstützen es. Und ich weiss auch nicht, ob ich das so sehe als okay, das ist halt so, oder gefährlich. Weil eben er in dem Sinn da jetzt wieder das Ding bringt, das ich zu Beginn vom Podcast auch gesagt habe, das typische, wenn man eben die Clips sieht auf Instagram, wie dort Leute Zahnstocher schießen und andere kommen dann mit Zahnstocher im Bart. Er macht ja das in dem Sinn auch, in meinen Augen. Auf jeden Fall beginnt er jetzt einen gewissen Diskurs. Man kann ja drüber sprechen. Ich möchte einfach nur einen Diskurs anfangen, dass ich mag Kleinwüchsige. Kleinwüchsige sind toll. Die haben keiner findet die doch scheiße, oder? Die haben auch keine, gibt doch keine, sagt diese scheiß Kleinwüchsigen, die nehmen uns die Jobs weg. Als was? Als Pfeifenreiniger in Spanien. Alle lieben Kleinwüchsige. Und deswegen supporten wir die und deswegen können wir auch Gags drüber machen, oder? Das ist doch, oder sind sie jetzt pisst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Kann sein, dass jetzt alle Kleinwüchsige sauer sind und die warten hinten so einen Parkplatz und kidnappen mich und binden mich an so einem Minigolfplatz fest und wollen dann so Lösegeld. Kleingeld wahrscheinlich dann. Also die Leute sind auf jeden Fall sehr amüsiert. Eben auch wegen Kleingeld und so und wie Kleinwüchsige ihn würden kidnappen. Was interessant ist, dass er hier jetzt sagt, keine Ahnung, wie die Kleinwüchsigen würden reagieren, ob sie es cool finden. Er sagt auch wieder das, wegen, was ich öfters schon höre, ja, wenn man keine Witze über Menschen mit Kleinwuchs oder allgemein Menschen mit einem Handicap würde machen, dann tut man sie ja ausgrenzen. Gerade dort würde man sie ausgrenzen. Das sehe ich persönlich nicht so. Es gibt, klar, Jokes, die sind angebracht. Nachher zu sagen, ja, man würde Menschen mit Handicap in dem Sinn damit ausgrenzen, wenn man keine Witze über sie machen würde. Ich weiss nicht, ob die das genauso sieht oder Angst sieht. Für mich persönlich ist es gerade ein bisschen schwierig, das so zu beantworten. Okay, ich hab nicht. Jetzt kommt er eben auch trotzdem, was mich hat ein bisschen fragwürdig zurückgelassen. Okay, da sagt er jetzt eben wegen der Kleinwüchsigen, ob sie es cool finden oder nicht. Aber da kommt er jetzt trotzdem auf den Matthias Mester zu sprechen. Das ist eben ein bisschen das Problem, das er hat gemacht. Oder ja, nicht unbedingt das Problem oder der Fehler, den er hat gemacht hat. Aber er hat so wie vorgestellt, hey, ich habe einen kleinwüchsigen Kollegen, da habe ich gefragt, das ist doch alles cool, oder nicht? Aber lass es selber, jetzt wo er auf den Matthias Mester zu sprechen kommt. Ich möchte an dieser Stelle, ich möchte kurz mich outen. Die letzten paar Gags habe ich mit einem Kumpel zusammengeschrieben. Der heißt Matthias Mester, ist paralympischer Sportler und war bei Let's Dance und ist Instagram-Comedian. Der ist super witzig. Folgt ihm alle bei Instagram, der ist toll, der ist wirklich total witzig.
Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Matze, ich habe diese Idee über die Paralympischen Spiele, genau. Und ich habe diese Idee mit den Paralympischen Spielen, du bist kleinwüchsig, können wir darüber reden. Und wir haben uns toll, wirklich stundenlang haben uns unterhalten. Nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber es war trotzdem ein tolles Gespräch. Und der hat Gags vorgeschlagen, die gingen wirklich unter die Gürtellinie, die bei ihm ja wirklich noch tiefer ist. Es ist schon so, also wir haben ja auch schon die Leute gesagt, so, wow, darfst du überhaupt solche Jokes über dich selber bringen? Weil ich auch schon Jokes über mich gebracht, sehr, sage ich mal, improvisierte Jokes, so aus dem Nichts raus, dort habe ich auch schon viel so, darfst du das eigentlich? Und ich weiss auch nicht, ob das eben auch viele Leute sind, die je nachdem eben jedes Gramm ein bisschen auf die Waage legen oder nicht. Aber klar, eben, ich glaube, wenn du selber, genau wie der Nissar und der Cheyenne grundsätzlich sicher auch über ihre Nationalität Witze können machen, wissen die ja am besten, was in ihrer Nationalität alles abläuft. Sprich, sie können dort noch mehr rausziehen, wenn jemand, der gar nicht davon betroffen ist. Heisst, jemand, der zum Beispiel keinen Migrationshintergrund hat, kann sicher nicht die gleichen Gags bringen wie jemand, der es hat, über das Thema Leute mit Migrationshintergrund. Genau das Gleiche finde ich eben auch bei Leuten, die ein Handicap haben. Dort können Leute, die das eben nicht haben, sicher nicht die gleichen Witze machen, wie eben die Leute selber, die ein Handicap haben. Das ist einfach mein Eindruck. Aber ja. Und es ging wirklich hin und her. Und ich habe dann irgendwann mal wirklich gesagt, so, ey, Matze, wie ist das, die kleinwüchsigen Community? Ich habe das Gefühl, jede marginalisierte Gruppe hat sich in den letzten 2 Jahren zu Wort gemeldet, hat zu Recht gesagt, wir wollen mitbestimmen, wir wollen mal mitreden. Und man hat sie aktiv... Das Ding ist halt, eben hier macht er immer gerade wieder auf Ernst, aber auch gerade wieder einen Joke. Und das ist sehr wahrscheinlich eben dort vor allem ausgeschnitten worden bei den Reels. Er fragt in dem Sinne ja jetzt auch. Also von euch Kleinwüchsigen hat man ja da in dem Sinne nichts mitbekommen. Und das ist eben auch das, was ich euch vorhin gesagt habe, wo mich der Regisseur hat gefragt hat, hey, als ich gesehen habe, wie viele Kleinwüchsige da sind, warum sieht man euch nicht so? Genau eben aus dem Grund, dass man sich mehr zurückhaltet. Weil, glaubt mir, es macht keinen Spass, wenn ihr vor eure Hütte geht und die erste Person schon bereits mit dem Finger auf euch zeigen. Also ich habe in dem Sinne das Glück, ich wohne nicht irgendwie voll in einer Stadt oder so, aber ich kann mir vorstellen, wenn du als kleinwüchsige Person oder Mensch allgemein mit einem Handicap lebst, wo nicht der Norm entspricht, Anführungszeichen, und so rausgehst, dann kommt das sicher ganz, ganz schnell vor, dass man mit dem Finger auf dich zeigt. Und ich rede nicht nur von Kids. Er redet nicht nur von Kids, die hier mit dem Finger auf die zeigen. Nein. Er redet auch von Erwachsenen. Weil klar, auch Erwachsene wissen meistens nicht, wie man damit umgeht, wenn Kinder hier mit dem Finger auf uns Kleinwüchsige oder Menschen mit einem Handicap zeigen. Ich kann nicht, ob ich das mal erzählt habe, als ich mit meiner besseren Hälfte einkaufen. Es sind hier 2 Kids, 2 Mädchen rumgeschlichen, ich glaube Zwillinge. Die sind immer um das Regal, gerade in der Abteilung, wo wir waren, sie sind so hinten, unten durch und haben so vorgeschaut. Und die Mutter von denen hat sie plötzlich beide gepackt. Nicht so wie beim Zwergenwerfen, wenn wir wieder bei diesem Thema sind. Aber sie hat sie gepackt, zu mir geschleift und gesagt, so, jetzt seht ihr, der Mann, der macht euch nichts. Und ich und meine bessere Hälfte sind einfach so durchgestanden, so, wie bitte? Was? Hä? So gehen die Eltern anscheinend damit um. Aber eben, was hat der Matthias jetzt da als Antwort gegeben? Er hat auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Anhaltspunkt gebracht. Und zwar sagt er, wenn er für alle darf reden. Und er sagte, nee, das ist schon richtig. Wir Kleinwüchsigen in unserer Community, also wenn ich mal für alle sprechen darf, es gibt eigentlich kein Problem. Der größte Feind unserer Community ist Mitleid. Und deswegen liebe ich jetzt diese Nummer, weil stellvertretend für mich werden Tausende von wildfremden Menschen stellvertretend für mich ein schlechtes Gewissen haben. Und das finde ich super lustig. Also eben, so sieht es jetzt natürlich aus. Also das, was er eigentlich schon vorhin hat gesagt, im Real wegen Mitleid. Das ist wirklich, da stimme ich Matthias ganz klar zu. Was wir nicht wollen, ist ganz klar Mitleid. Wir wollen einfach ein barrierefreies oder unbeschwertes Leben. Das ist ganz klar. Das ist einfach das, was zählt. Ja, mein Schlussfazit ist da ganz klar, dass man nicht allein den Luke darf auf einen Scheiterhaufen fallen, oder dass man da in dem Sinne jetzt ihn
müsste canceln. Oder eben, dass man wieder die Heugabel vornimmt und sagt, ja, genau wie letztes Mal, hat da jetzt wieder einen Skandal, der Comedian darf nicht weitermachen. Also ganz klar muss ich hier als Schlussfazit sagen, der Luke ist da nicht selber verantwortlich. Der Luke ist da einfach in einer Diskussion gesehen, wo so gefährlich ist gesehen, dass er sich halt beim einen oder anderen hat mitziehen und auch hat mitgemacht. Aber er ist nicht der einzige Schuldige in dem. Ich weiß auch nicht, warum habe ich zum Beispiel jetzt heute, also gestern ist ja die Diskussion aufgekommen, gestern am Samstag, am 7.9. Warum ist die Folge vom Nizar und vom Cheyenne noch online? Warum ist die noch online? Warum sind auf TikTok die Clips immer noch online? Weil es natürlich rendiert, vor allem eben jetzt. Jetzt schmeckt es vor allem sehr, sehr gut, weil der Luke gerade das Thema ist und man natürlich die Videos dementsprechend erst richtig kommentieren und schauen und alles. Genau wegen diesem Part, weil der Luke in den Medien ist gesehen. Ich finde es wirklich schade, dass man hier jetzt vor allem den Luke an Pranger stellt und nicht auch den Nizar und den Cheyenne. Was ehrlich gesagt muss sagen, der Nizar vor allem sehr weit vorne sollte stehen und man ihn mal sollte sagen, hey, sorry, aber das, was du da hast gebracht, oder eben mit der Geste, mit der Pose, das geht gar nicht. Auf jeden Fall hat es Konsequenzen für den Luke Mockridge. Sat.1 hat jetzt hier «Was ist in der Box?» eine neue Sendung rausgebracht, die, glaube ich, am Donnerstag hätte ich anlaufen. Vorerst auf jeden Fall halten sie die jetzt zurück, also die ist schon abgedreht. Ich nehme an, Ihnen steht weniger, die Gage ist da sicher schon draussen. Was meint ihr zu dieser ganzen Thematik? Lasst es mich doch sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, vielen herzlichen Dank, lasst gerne ein Abo da. Und bis dann. Tschüss zusammen. Zwergschnauze.